Ja, servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Tor. Ja Leute, zum Pokalfinale, Doublesieger 220. Ja, ich denke, es gibt keinen Zweifel daran, dass es verdient war. Bevor ich jetzt aber hier irgendwie in die Spielanalyse gehe, denke ich, gucken wir uns mal kurz die Highlights an. Ist von DFB.de. Ja, man muss da jetzt auch gar nichts groß kritisieren und so weiter, aber ihr kennt das, ich sage immer so ein bisschen meine Meinung dann dazu. Aber 4-2, alles gut, ja. War verdient. Erste Halbzeit war Bayern stark von uns. Erste Halbzeit war auch mega schwach von Leverkusen. Ich glaube, die hatten in der ersten Halbzeit nicht einen Torschuss. Die hatten einen, der aber abseits war, der also gar nicht gezählt hat. Das war, was ich gesehen hatte. Können auch mal eben einen Blick in die Statistiken noch reinwerfen, denke ich. Ich selber noch nicht gesehen. Okay, 50-50. Ja, da siehst du halt, dass wir in der zweiten Halbzeit haben wir halt echt ein bisschen abgebaut. Beziehungsweise Leverkusen wurde auch stärker, muss man fairerweise auch sagen. Am Ende waren 7:17 Schüsse, 3:7 aufs Tor, 3:5 Ecken, 10:6 Flanken. Ja, Zweikämpfe waren klar bei uns. Das habe ich auch so gefühlt. Ja, Levi hat man irgendwie gemerkt, entweder war er platt oder hat nicht mehr so wirklich Bock gehabt, irgendwie so zwischendrin mal. Kam mir so ein bisschen lethargisch vor. Gnabry wollen wir nicht drüber reden, wie gesagt, nach vorne ist er immer heiß, nach hinten fast nie. Ja, das untermauert auch mal mein Gefühl, dass hier Kimmich und Goretzka stehen. Kimmich war für mich der beste Mann. Ja, 1+ mit Sternchen, Alter. Kann man nicht anders sagen. Torschussvorlagen, Müller 4, Coman 3, Perisic 2. Ja, komm, Alter. Ballkontakte, ja, ihr seht es ein bisschen weniger, wie wir sonst eigentlich haben. Aber natürlich wieder Davis dabei. Logisch, wie immer, wie gehabt. Kennen wir ja nicht anders. Gut. Ja, wie ich schon sagte, für mich Kimmich 1+ mit Sternchen. Alaba war auch sehr stark, aber Alaba, ja, wie gesagt, da bei der Ecke, das war schon für den Innenverteidiger war schon schwach. Ansonsten war er auch bärenstark, er hat immer wieder angekurbelt, immer wieder ins Mittelfeld gestoßen, immer wieder versucht, die Spieler einzusetzen. Für mich auch eine 1, wenn wir mal den 1-2-Kampf da hinten rausnehmen. Ansonsten bärenstark auch. Neuer war für mich, ja, wir sagen mal eine 3. Warum? In der Phase, wo Leverkusen so ein bisschen gedrückt hat, ich weiß nicht, der Neuer hat jeden Ball nach vorne gepölt, Alter. Ich meine, ja, es hat einmal geklappt mit dem Levi. Keine Frage, aber danach hat er gefühlt jeden Ball lang gefeuert, obwohl es gar nicht nötig war. Es war 2-3 Mal nötig, ja, weil vorne zugestellt war, aber danach war es nicht mehr nötig. Wir hätten das Spiel viel ruhiger gestalten können. Er hat jeden Ball lang gepölt, jeder Ball ging halt an die Leverkusener, dadurch kamen die ein bisschen auf und es war viel zu viel Hektik drin. Wir haben die Bälle viel zu schnell verloren und ja, da hätte der Neue einfach hinten ruhiger spielen müssen. Er hatte Anspielstationen, habe ich nicht ganz verstanden. Ja, mal gut. Wie ich schon sagte, gewonnen, aber nichtsdestotrotz kann man sowas ansprechen. Alphonso Davies, ja, würde ich sagen, war eine 3, war okay. Ich weiß gar nicht, wie er hieß bei Leverkusen, Diaby, glaube ich. Hat ihn aber auch schön zweimal vernascht. Der ist auch mega schnell, ja. Hat man auch gesehen, dass die Schnelligkeit da nicht ausreicht. Aber es war okay. Pavard hat mega viel gekämpft, wie ich fand. Ne? Hat sehr diszipliniert hinten gespielt, hat wenig nach vorne gemacht. War für mich auch eine 3, eher eine 3+. Alaba sagte ich schon, Boateng, diese eine Grätsche, die er noch rausgeholt hat. Was mich so ein bisschen beeindruckt hat, war beim 3-1, oder wo wir 4-1 geführt haben, wie wir trotzdem 110% gegeben haben. Ja? Also man hat da nicht irgendwie gesagt, ja, nee, den Zweikampf mache ich jetzt nicht und so weiter. Die waren echt heiß, nicht noch ein Tor zu kriegen und sowas. Ich meine, im Finale ist es im Endeffekt wurscht. Fand ich mega. Und Boateng war auch richtig gut. Würde ich auch eine 2 geben. Auch im Aufbau hat er alles versucht und sowas. Coman war schwach. Habe ich nicht so gut gesehen. War auch kaum im Spiel drin. Würde ich eine 4 geben. Goretzka war auch stark. Ja, hat auch viel gekämpft.
auch immer wieder mit nach vorne. Also Goretzka und Kimmich, ja, sehe ich bei uns auch die Zukunft auf diesen Positionen, muss ich ganz klar sagen. Wenn der Goretzka sich noch so weiterentwickelt und Kimmich hat zwischendurch auch mal ein paar, ja, so ein paar Schwächephasen gehabt, aber die letzten Spiele waren einfach mega, ja. Seitdem er den Schnurrbart abrasiert hat, Alter. Wie ich hier sagte, 1 plus mit Sternchen. Für mich hat der Kimmich das Finale schon gerettet. Was heißt gerettet? Ich meine, wir haben 3-1 geführt, ja, aber da kam Leverkusen halt so ein bisschen auf. Er hat alles versucht und so weiter. Da hatte ich so 10 Minuten, so haben wir ein bisschen, ja, wir haben nicht wirklich dagegen gehalten. Haben viele Zweikämpfe verloren, haben den Ball auch dank Neuer, wie ich schon sagte, mit seinen langen Kackbällen da ewig, haben den Ball ganz schnell wieder verloren. Ja, und dann hat man so gesehen, ja, hat der Kimmich so das Ruder übernommen, ne? Hat den Ball mal gehalten, hat geackert, hat jeden Zweikampf genommen und so weiter. Da hat man schon gemerkt, dass er dann so das Heft in die Hand genommen hat und ja, hat das Spiel dann auch beruhigt und so weiter. Fand ich mega, hat mir sehr gut gefallen und genau in dieser Phase brauchst du halt so einen Spieler, ja. Und man kann den Kimmich mögen oder nicht mögen, ja. Schönen Gruß an Nicke. Aber für mich war er der Mann des Spiels auf jeden Fall. Müller, ja, eine 3 würde ich sagen. Müller war nicht so, hat sich auch selber ein bisschen geärgert, war jetzt nicht so präsent, nicht so stark. Gnabry, wie ich schon sagte, war für mich eine 3-. Nach vorne hin, ja, hat er seine Akzente gesetzt, war heiß, hat das Tor gemacht, keine Frage. Nach hinten hin, erste Halbzeit ging es noch. Erste Halbzeit hat er so, also 1, 2, ist ja auch mal im Mittelfeld auch mal einen Zweikampf mitgegangen nach hinten, ne? Zweite Halbzeit, gerade da, wo die Leverkusener aufkamen, ja, hat sie ihn halt einfach wieder nicht gepoppt, Alter. Und das hat mich wieder extrem genervt. Verstehe ich halt einfach nicht das Verhalten, aber habe ich die Saison über genug drauf rumgehauen, muss ich nicht nochmal jetzt erwähnen. Levi, ja, 2 Tore, was willst du da groß sagen, Leute? Phänomen diese Saison, und das, obwohl er sich so eine halbe Stunde mal eine Auszeit genommen hat, wo er ein bisschen weniger gelaufen ist und so. Ja, gibt's nichts zu sagen. Perisic kam 68. für Koman. Ja, also die ersten 10 Minuten hast du ihn gar nicht gesehen, wo er auf dem Feld war. Kam natürlich auch da, war die Leverkusen noch ein bisschen am Drücken. Aber hätte ich mir ein bisschen mehr auch, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn verpflichten werden. Ich meine, gut, würdest du irgendwie für 5 Mille kriegen oder so, ja, aber ansonsten, ja, kannst du da lieber, wir haben Sané jetzt und dann kannst du lieber nochmal einen Jungen dahinter machen, anstatt hier, klar, so die Erfahrung, aber ich meine, Leute, wir haben genug Erfahrung im Team, ja, da müssen wir nicht noch einen Perisic für 15, 20 Mille von Inter Mailand kaufen, oder? Hernandez hat mich ein bisschen überrascht, ja. Gut, ab da, wo er reinkam, haben wir das Spiel auch wieder ein bisschen besser im Griff gehabt. Aber ich habe kein Geschrei gehört, kein Rumgekugel. Ja, vielleicht hat er auch nicht so einen Zweikampf gehabt. Einmal hinten, wo er nach hinten da im 16er. Ich glaube, da hat er mal kurz überlegt, schmeiße ich mich jetzt hin. Da wollte ich mich schon aufregen, aber dann hat er sich doch nicht hingeschmissen und hat die Situation so geklärt. War dann im Nachhinein sogar abseits, glaube ich. Aber ja, so kann man spielen, ja. Ich weiß nicht, ob jemand mal mit ihm geredet hat. Vielleicht hat er auch mal ein Video gesehen, Kappa. Auf jeden Fall hat mir das um einiges besser gefallen. Ja. Es war kein, wie ich schon sagte, kein mädchenhaftes Rumgeschrei und sowas. Ansonsten hat er so auch einen sicheren Eindruck gemacht, wie ich fand. Ja, 20 Minuten kannst du jetzt wenig beurteilen, aber war schon okay. Bin gespannt. Ja, Thiago und Coutinho. Leider erst kurz vor Schluss beide reingekommen, haben aber nochmal, ja, wie soll man das nennen? Einen anderen Flair für ein paar Minuten ins Spiel gebracht. Ja, man hat mal gleich gesehen, beide zusammen, so Doppelpass hier, Schnacki da. Ja, ich denke, der Thiago war ein bisschen sauer, ich das so richtig interpretiert habe gestern bei der Einwechslung auch, so mit dem Flick und so. Ich denke, der Thiago wird wechseln. Schade drum, wie gesagt, ich hätte einen Thiago gerne bei uns gesehen. Aber ich denke, er wird wechseln, also wenn ich das so richtig interpretiert habe. Beim Alaba, ja, wenn man die Szenen gestern gesehen hat, hatte ich auch so das Gefühl, dass er wechseln wird. Dann hat der Flick gesagt, so, ja, er hatte ihm dann auch nochmal gesagt,
wie wichtig er ist und so weiter. Und er hat Hoffnung, dass er bleibt. Von daher, schwierig, Alter, weiß ich nicht. Ja, so wie der Alaba gestern gespielt hat. Ja, ich sehe so einen Innenverteidiger sonst nicht bei uns, ja. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, wir haben nicht so den... Ich weiß, ich kann den Hernandez schlecht einschätzen, ja, was das betrifft. Aber der Alaba der baut halt das Spiel mit auf. Ist da hinten, gibt hinten Anweisungen, geht mit ins Mittelfeld und so weiter. Ich weiß nicht, ob der Hernandez das auch kann. Ich denke, ja, so Anweisungen geben und so den Abwehrchef-Meme ist es dann natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man gerade erst ein Jahr da ist und davon irgendwie 3/4 der Zeit verletzt war. Schwer zu sagen. Also für mich wäre es ein Riesenfehler, den Alaba gehen zu lassen. Und wenn es da ja irgendwie nur am Geld scheitern sollte, wäre es natürlich, wenn es dem Alaba nur um Geld geht, ist es natürlich auch so ein bisschen meh, wenn man so lange und aus der eigenen Jugend und so weiter kommt. Ja, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich denke, es wird eher so darum gehen, ob man nochmal nach Barca, nach Madrid oder sonst wo hingeht. Oder ob man sagt, man bleibt und beendet die Karriere beim FC Bayern. Ich denke mal, das ist so seine Überlegung. Ansonsten denke ich auch nicht, dass es ja am Geld scheitern sollte. Ja, ob es da jetzt 1 Million oder 2 mehr im Jahr gibt oder... Denke ich nicht, dass das so unbedingt das Problem wäre. Ja, beim Thiago dasselbe. Eigentlich hatte er ja schon verlängert, hörte sich ja schon so an vor ein paar Wochen. Muss man mal abwarten. Keine Ahnung, kann ich natürlich verstehen. Wenn er bis 29, wenn er jetzt sagt, er möchte nochmal was anderes erleben. Wie gesagt, ich fände es schade drum. Ich meine, gut, wenn Goretzka und Kimmich immer so spielen, ist natürlich eine andere Spielweise wie Thiago, ja, muss man natürlich auch klar sagen. Aber ich finde es schon schade. Ich glaube schon, dass Thiago uns fehlen wird. Gerade auch mit seiner etwas anderen Spielweise. Ich meine, aber wie gesagt, Kimmich hat es gestern sehr gut gemacht mit Goretzka zusammen. Kann es die Zukunft sein, ja. Müssen, aber ist für mich, da haben die noch nicht so das Niveau von Thiago jetzt. Gerade Goretzka, Kimmich, ja, ansatzweise, ist natürlich auch ein bisschen anderer Spielertyp, logisch. Wird interessant zu sehen sein, ja. Wie gesagt, ich persönlich fände es schade, wenn Thiago gehen würde, aber ich gehe halt von aus, dass Martinez definitiv gehen wird und Coutinho wird gehen und wie ich schon sagte, ja, dann ist halt auch nicht mehr viel Spanisches da, ne. Gut, Hernandez kann, glaube ich, noch Spanisch sprechen, von daher vielleicht ist das auch irgendwo eine Überlegung von Thiago, wer weiß. Gut. Ansonsten, ihr seht, Double, ja, Double 220, 13. Double, 20. Pokal, 30. Meisterschaft, also 50 nationale Titel. Mega, mega, mega. 17 Pflichtspiele in Folge gewonnen, hat auch noch keine Mannschaft geschafft in Deutschland. Ich denke, es gibt keine zwei Meinungen zum Finale. Verdient gewonnen. Erste Halbzeit war mega. Zweite Halbzeit, ja. Wir haben uns ein bisschen so eine, ja, was heißt eine Auszeit genommen, möchte ich gar nicht sagen. Also Leverkusen war schon stark in dieser Phase dann, ja. Wir haben die Bälle zu schnell verloren. Und wie ich schon sagte, für mich lag es mit am Neuer, dass er die Dinger da alle lang gepölt hat. Habe ich nicht verstanden, Alter. Ich weiß nicht, ich denke mal, er wird sich gedacht haben, oh, es hat einmal geklappt, hinter die Abwehr zu kommen und so weiter. Vielleicht klappt es nochmal. Ja, aber das kann man vielleicht 1-2 Mal versuchen und nicht... es war ja locker 10 Mal, Alter, wo er den Ball einfach lang gepölt hat. Obwohl er links und rechts Anspielstation hatte. Und ist ja auch nicht so, dass wir das nicht können, da hinten rausspielen, auch unter Druck. Von daher habe ich das nicht ganz verstanden. Wie ich sagte, für mich war dann Kimmich so der entscheidende Faktor, der dann irgendwann so gesagt hat, Alter, jetzt reicht's. Hat sich da reingehauen und hat das Spiel wieder beruhigt und so weiter. Dann haben wir es auch wieder im Griff gehabt. Klar, war immer noch so 1-2 gefährliche Bälle von Leverkusen. Ja, wie ich schon sagte, zwischendurch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so, ja, dass man so gedacht hat, ah ja, 3-1, da passiert jetzt eh nichts mehr und so weiter. Aber wir haben ja dann nochmal die Kurve gekriegt, haben uns wieder besser in den Griff gekriegt, das Spiel. Und wie gesagt, ich war zufrieden. Erste Halbzeit, muss man sagen, für ein Pokalspiel oder Pokalfinale war es schwach von Leverkusen. Man hatte nie das Gefühl überhaupt, dass sie überhaupt Gegenwehr leisten wollen, können.
boah, war mega schlecht. Also ich habe selten so einen Auftritt im Finale gesehen. Vor allem, wenn man sich vorm Spiel da hinstellt und sagt, ja, können wir packen und so. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite, mal schönen Gruß an die Leverkusener, ja, hört, ja, wir haben uns jetzt für 10 weitere Jahre das Patent auf Vizekusen gesichert. Leute, da müssen wir nichts weiter zu sagen, oder? Dann stellt sich Rudi Völler vorm Spiel dahin und sagt, ja, Vizekusen müssen wir jetzt auch mal ablegen. Ja, aber warum sichert man sich dann Patent auf Vizekusen, Alter? Was ist das? Was soll das, Alter? Aber muss man sich nicht wundern, dass man den Ruf hat, den man hat. Und ja, dass vielleicht auch die Spieler da irgendwo so dann irgendwo im Hinterkopf haben, ja, schaffen wir eh nicht, wir sind Vizekusen, Alter. Weißt du, es wird immer so viel über Sieger gegen geredet und so weiter. Aber das muss man natürlich auch von der Vereinsspitze und vom Verein vorleben, Alter. Wenn man als Verein sich den Titel Vizekusen patentieren lässt und das jetzt nochmal verlängert um 10 Jahre, ja, Leute, habt ihr es auch nicht anders verdient, ey. Mal ganz ehrlich, meine Meinung. Ja, denke, mehr gibt's nicht zu sagen zum Pokalfinale. Ja, jetzt haben wir Pause. Ich bin gespannt. Man hat ja gestern auch den Flick gefragt, ob es für ihn Vorteil oder Nachteil ist, von wegen, dass wir jetzt Pause haben, auch für die Champions League gesehen. Ja, er sagte so dann, es ist schon ein Vorteil, oder er sieht halt immer, man weiß es nicht, aber er sieht halt immer eher positiv. Und hat dann auch angesprochen, so dass der ein oder andere Spieler doch schon ein bisschen müde war. Habe ich auch den Eindruck gehabt, generell in den letzten Spielen, ja, habe ich ja dann auch angesprochen gehabt. Was auch völlig normal ist. Jetzt haben sie irgendwie 12 Tage Pause, da müssen sie irgendwie 3 Tests machen. Also mit 12 Tagen fangen sie wieder an zu trainieren, aber dürfen dann auch kein Mannschaftstraining machen. Müssen noch 3 Corona-Tests machen und so ein Scheiß. Dann geht es wieder mit Gruppentraining los und so. Alter, weiß ich auch nicht. Was ich ein bisschen kritisieren möchte, ja, erstmal, was komplett unverständlich war, erstmal dieses, ja, 1,50 Meter Abstand bei der Nationalhymne da aufgereiht. Geht's oder was? Ja, muss ja sehen, Alter. Danach Torjubel oder auf dem Feld, alle Arm in Arm und so ein Scheiß. Was natürlich noch lächerlicher war, ja, jeder geht zu dem Podest da hoch, ohne Maske, Leverkusen, Bayern-Spieler, Staff, alles. Und die Schiris müssen eine Maske aufsetzen, oder? Der Schiri hat 90 Minuten keine Maske auf dem Feld aufgehabt. Mit seinem Gespann muss dann, aber wenn er da hochgeht, müssen sie eine Maske aufsetzen. Alter, lächerlich, oder? Ich meine, gute Vorbildfunktion hin oder her. Aber hey, werden genauso getestet wie die Spieler, Alter. Dann gehen die Schiris da hin, setzen sich eine Maske auf, gehen wieder runter, setzen die Maske ab. Alter, lächerlich, ey. Was ich auch noch schwierig fand, war diese Selbstinszenierung vor der Pokalübergabe. Ja, wenn man diese Worte loswerden möchte, diese Selbstbeweihräucherung, die der DFB sich da gegönnt hat, ja, wie toll sie das doch hingekriegt haben und wie schade es ist ohne Zuschauer. Aber man sollte ja froh sein, dass wir überhaupt spielen dürfen. Ja, diese Selbstbeweihräucherung. Nachdem die Spieler alle aufgereiht sind, da oben stehen, die Medaille schon haben und darauf warten, dass sie den Pokal kriegen, stellt er sich dahin und hält erstmal eine Minute Monolog und guckt dann noch die Spieler an, so, ja, ihr müsst jetzt aber eigentlich alle zuhören und müsst mir applaudieren. Fand ich sehr schwierig, Leute. Wie gesagt, macht das gerne vor der Siegerehrung, ja. Kann ich das verstehen, logisch, kann man ansprechen, ja, aber da, Medaillen, alle stehen da, alle sind schon am Feiern, sind am Jubeln, warten nur auf den Pokal, dann fängt er erstmal an, nimmt das Mikro. Ja, ich wollte jetzt mal ein paar Worte sagen und quatscht da erstmal eine Minute, gefühlt waren es 10 Minuten, Alter, und erzählt da, wie toll doch alles gemanagt wurde und so. Fand ich sehr schwierig, fand ich sehr affig auch, muss ich sagen. Ja, hätte man sich schenken können. Wie gesagt, hätte man vor der Dingens machen können, bevor die Leverkusener da hochkommen zum Beispiel. Hätte man da kurz eine Ansprache halten können, wäre alles gut gewesen. Aber der Zeitpunkt war ein Fail in meinen Augen. Ja, was ich sagen wollte, Flick. Ja, hat er gesagt, so die Pause könnte uns gut tun. Ja, ich sehe das auch eher kritisch, wenn ich ehrlich bin. Ich denke so, die anderen Ligen, ja, das wird eher ein Vorteil sein, wenn die so aus der Wettkampfphase kommen. Die haben natürlich auch noch länger Pause gehabt in der Corona-Zeit.
Ja, es wird schwierig werden. Ich bin sehr gespannt. Schon allein das Spiel gegen Chelsea. Klar, 3-0 ist ein Polster. Ja, aber wenn wir da jetzt hier 5 Wochen keinen Wettkampf haben, ja, und dann so Chelsea volles Rohr irgendwie, und dann kriegst du irgendwie die ersten 10 Minuten 2 Tore oder sowas. Ich bin gespannt. Klar traue ich es unserer Mannschaft trotzdem zu. Ich meine, wir sind so auch gut, abgesehen vom ersten Spiel, aus der Corona-Pause gekommen. Man wird sehen, also ich denke, es wird halt viel drauf ankommen, wie wir rauskommen. Und weiß auch nicht, ob wir noch irgendwie Freundschaftsspiele machen oder sowas vorher, aber wer sollte sich da auch freiwillig melden irgendwie? Ich denke mal, die anderen werden alle im Urlaub sein. Bin gespannt, ob es ein Vor- oder Nachteil sein wird, werden wir sehen. Ansonsten wird natürlich vieles von der Tagesform abhängen, gerade wenn dann da so ein Turnier gespielt wird. Wir werden sehen, Leute. Gut, ansonsten, ja, Leroy Sané ist bei uns. Angeblich, was man so liest, 17 Millionen Gehalt, irgendwie, was war's? Ich glaube, 47 Millionen Ablöse mit Bonuszahlungen und so weiter, können es auf max 60 Millionen gehen. Ja, bin ich ganz ehrlich, musste holen. Ja, für das Geld musste ihn holen. Fertig aus. Man hat es auch gesehen, dass der Knabri übrigens so ein bisschen mehr Bock hatte. Ja. Vielleicht merkt er schon so ein bisschen den Leroy im Nacken. Ich weiß es nicht. Coman war dafür schwach gestern, muss man auch mal sagen. Bin gespannt drauf. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich weiß nicht, was er hat. Irgendwie 120, 130 Spiele für City oder was. 40 Tore oder sowas, keine Ahnung. Können wir mal eben gucken, ob wir da was finden. Waren auf jeden Fall für Premier League schon sehr gute Zahlen. Ja. Dafür, dass er da auch nicht immer Stammspieler war. Also fand ich dann schon. Mal gucken, ja. Transfermarkt.de, obwohl der zeigt immer nur die Daten aus einem Jahr an oder so. Naja, ist ja auch wurscht. Müssen wir jetzt nicht rausholen. Ich denke auf jeden Fall, für das Geld, ja, muss das machen. Und ich erwarte einiges. Bin gespannt. Und bin auch gespannt, wie es sonst so weitergeht. Wie es mit Thiago und Alaba weitergeht. Ja, wir werden sehen. Das soll ich jetzt noch lange hier philosophieren, Leute. Bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, feiert das Double, Leute. Vielleicht können wir noch einen Pokal rechts daneben stellen. Wäre natürlich mega. Ja, wir werden es sehen. Ne? Ich werde mich da hüten, da irgendeine Prognose zuzugeben. Und ansonsten, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und ja, wir hören uns in 4 oder 5 Wochen zum Spiel gegen Chelsea wieder. Wie gesagt, ich werde die kommende Woche oder die Woche danach nochmal so ein Bundesliga-Fazit aufnehmen. Und ja, ansonsten zum Spiel gegen Chelsea. Haut rein, bis dann. Ciao.